Hallo ihr liebe Leid, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play The Walking Dead auf Pelzig. Wir waren stehen geblieben, als mein Motor-In vom Ben erfahren hen, dass es egal wie man stirbt, dass man dann zum Walker wird. Außer man kriegt halt wirklich einer auf der Washing, damit's ganz vorbei ist. Aber dennoch kam auch schon kleine Hilfe, und zwar die St. John-Brüder kamen her und haben gesagt, auf ihrer Molkerei hätten sie genug Platz und genug Essen für alle. Und jetzt gucken wir uns doch mal um und gucken, was wir schaffen können. Eine Schaukel wollten wir noch reparieren und dort haben wir ein Brett zurecht gesägt. Looks like the fence runs around the entire property, not just the house. Ja, und hier haben Elektrozaun und dafür brauchen sie Benzin. Aber wir haben schon festgestellt, beziehungsweise ich habe schon erläutert in der letzten Episode, dass der Zaun wohl nur bei einzelnen Walker hilft. Wenn die in der Masse kommt, dann, wenn die in der Masse kommen, ist es vorbei eigentlich. Da retten wir doch mal mit dem Andre. Hi. Well, I'm glad you guys decided to help us out. I noticed back at the motel that you folks are pretty well armed. Been stockpiling, huh? We've scraped together a good supply in the last few months. How about yourselves? What kind of protection do you have around here? Du hast herausgefunden, dass sie mehrere Waffen besitzen. But we really only use them when we go off the property. When we're inside the perimeter, the fence is all we need to keep us safe. Ja. An electric fence is enough to keep out walkers? Walkers? Is that what you call them? That's good. The old one wouldn't have, but Mac, he was our foreman, he figured out how to amp it up with the generators. We used to sit out here some nights and watch the sons of bitches sizzle and pop when they got too close. Ja, nett. Wenn man kein Fernsehen hört, muss man sich halt... Ich wollte gerade sagen, wenn man kein Fernsehen hört, muss man sich halt das reinziehen. Uah. Gotta keep trading for fuel as much as we can, but they all work together to do the trick. Das ist halt das Problem, das braucht Treibstoff, das Zeug. Das lässt sich auch nicht ewig erhalten. We can't be the first people you've invited up to the dairy. Well, no, we've made similar deals with other folks, trading for gas and food, but ultimately they moved on, looking for the people they lost contact with. Mark and I can help you with that perimeter. Du hast herausgefunden, dass noch andere Überlebende auf der Farm waren. Tja. Gets overloaded if we leave the husks out there. You know, Mark and I can clear the fence ourselves if you want to stay here and finish up with the generators. Well, that'd be great. I'll turn off the northwest section, and if you guys could strip them off and look for any weak points, well, that'd be a big help. Sounds easy enough. Stay attentive. You never know. Alles klar, dann checken wir doch mal den Zaun. Irgendwie müssen wir uns ja auch einbringen, denke ich, ne? Und wir haben ja noch unser episches Brett in der Hose da, also uns kann doch nichts passieren. Is it safe enough for us to stay, if we can? It's pretty amazing what they've done with this dairy, but let's see what it takes to secure this fence before drawing any conclusions. Richtig. I can't wait until everyone's Das out. ist ein sehr aufwendiges Everyone Ding. besides Larry. What's up with you telling him what I said about him thinking I'm dangerous? Look, you said it. You even admitted it right to him. That guy's a piece of shit anyway. Relax. You're not making things any better riling him up. Ist aber nur die Wahrheit. Von daher, ja, der ist schon der erste Toter mit Pfeil im Hals. Und schon ordentlich geröstet. Lee, it's dead. Knusprig und Come on, let's backfrisch. push it off. Würg. Ja, lieber mit der Axt. Looks like he's stuck. Okay. Irgendwo stickt er fest. Ah, der stickt wahrscheinlich am Pfeil drin, ne? Der hämmert ihn gegen die Poster. Disgusting. Disgusting, allerdings. Und schubsen. Igitt. Come on. I'm sure there's still a few more. Fänd's auch nicht so gut, die direkt vorm Zaun liegen zu lassen. Also wenn, dann müsste man es auch irgendwie in ein Loch schmeißen oder verbrennen oder so. Well, it's useless without gas. We might need food, but the St. John's need gas too. Und das so stetig wie andere Leute Nahrung brauchen. We could scrounge up a year's worth of gas, easy. So what's your take on the brothers? They seem to have this place tied down pretty well. These folks are just delaying the inevitable. This place is gonna fall apart, just like everywhere else. Mark sind deine Zweifel aufgefallen.
There's another one. Ja. I see it. Und das ist die Sache. Die drücken sich dagegen und das Ding fällt locker. Wenn noch ein zweiter hinten dran wäre, wäre das absolut kein Problem. Dass die da durchkommen. Für Teufel. Ah, die Hände sind arge Backe. Und dann ab damit. Nam, 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 nam. Zaun mit Never Zugabe. get used to the smell, do you? Nope. Dazu kann ich nichts sagen. Für die, die es noch nicht wissen sollten, ich habe nur 12% Geruchssinn. Ich tät das wahrscheinlich noch nicht mal riechen können. Und bevor ihr euch da wundern, wie ich das hab, das ist bei mir auch geboren. Das wird mir It's festgestellt. all that's keeping me on my feet. Hab da mal wieder was über mich erfahren. Ich hab Hunger. I'm hungry too, Mark. Do you think they're gonna be good for it? Dinner for a whole group of people? If Und wenn sie they've es got hätten? as much food as they say, I think so. Okay, du bist schon Come on, umgestürzt. I think I see where they're getting in. This one must have knocked it over trying to get through. He's tangled up in there pretty good. Come Ja. on, help me get this thing back in place so we can get Mr. Crispy off of here. I think we get better Du leverage from the Mr. other side. Crispy. Good idea. Ich mag das, wenn die Leute kreativ sind und dann solche Namen geben. Dann machen wir das am Zaun noch, ja. Jetzt stehen wir draußen. Dann machen wir mal weg, der Herr Knusprig, die Knusperlocke. Igitt. Holy fuck! What just Hoppla. happened? The fences are on. Why the hell would he turn the fence on? He knows we're out here. Igitt. Get to the gate. Wow. Wir stehen unter Beschuss von Menschen das erste Mal jetzt. Wow. Aha, die Banditen hatten eine Vereinbarung mit der St. John's. Now what? With a fence on that gate, it's our only way out. Okay. Was haben wir dann? Blades are stuck in the dirt. Okay. Handbrems raus oder was du? Ah ne, Quatsch, der Flug, ja. Flug befreit, jetzt können wir das Ding fahren. Da haben wir wandeln die Mauer. Immer noch nicht? Steckt noch irgendwas? Handbremse vielleicht noch? No fuel. Of course. Ah, ne, da vorne ist noch ein Flock drin, sehe ich. Kein Flock. Da ist noch eine Stütze drin, ja. Bremsklotz, der muss fort. Come on. If we can reach the gate, we can get through this fence and back to the house. Aber jetzt. Erreiche im Schutz des Traktors das Tor. Okay, also die Banditen sind ziemlich arg gepisst. Und würden sogar die Molkerei angreifen. Natürlich. What happened? Liegt da noch so ein It's one of the dead we Schimmelbacke pushed down rum. earlier. Gonna have to move it. Ey, der bewegt sich doch 100 Protz. Lieber der Schädel nochmal einschlagen, oder? Steht bei solche Walker immer nochmal vorsichtshalber der Schädel einschlagen. Bevor ich die berühre. Sicher ist sicher. Immer mit der Axt auskohlt ist besser als gebissen wäre. How many of those things did we push down? Wieder einer. Ey, hacken doch das Schädelei. Bevor der Gosch... Oh, genau, bevor der Gosch hantierst mit deiner Hand. Jetzt muss ich in das Schädelei treten. Oh, Mann. Du kriegst mich... Der halbierte. Voll Teufel. Das macht Spaß. Oh ne, jetzt kommt er noch hinterher gerannt, wie so ein Schwimmer, der seit Bahne schwimmt. Hau ab, du Ekeltyp. Oh, na. Ah, danke, Schuster. Ah, für Teufel. Alles klar, dann durchs Tor. Okay. Also so sicher ist es wohl do ach nicht, wie es scheint, ne? Ja, du guckst, Kinnmann. Lee, what's wrong? I thought this place was safe. Holy shit, are you okay? Ja, der Charlie wieder.
They have no right being out here. Sieht echt aus wie ein Charlie Haferfahrer oder Charlie Sheen Verarmer. Sweetheart, it was those bastards in the woods, Mama. Yeah, I'll be alright once it's out. God damn, it hurts. Ja, vor allem wenn nur Widerhaken vielleicht noch drauf Oh sind. my God, what He happened? got shot with an arrow. Christ, are you gonna be okay? Yeah, I'm fine. I should just pull it out. Oh no, honey, come on. Brenda's got you. Come on inside now. We'll have Ich it muss all sagen, die sorted out. Ärztin sollten wohl eher Must versorgen. be the What kind veterinarian. of shit is this? We ran into some people on the way up here. Bandits, I guess. I think it was them that attacked us. They gave us a lot of problems in the beginning. Killed a bunch of our farmhand. We were able to get them to stop by making a deal. You knew about these people? Food for protection. Not like we had much of a choice, but they did stop hassling us. God damn it. Carly said this place was locked down tight. Ja, haben wir auch gedacht. Maybe it isn't as safe here as we thought. Look, we're sorry. We never had them screw with us like this. Not since we started giving them food. Listen, we may have had an agreement with those people, but we will not stand for this shit. Ain't no way we're Ja. gonna let those sons of bitches get away with this. You know where these assholes So are? sehe ich das They're auch. hard to pin down, but I think I know where at least one of their camps are. When Ja, you're ready to go scope geil. out that bandit camp, come find us. Da geht's auf Bandits? Plünderzug mit dem Are you Charlie. serious? This place isn't safe. We can't stay here. Not Yeah. safe. This place is a hell of a lot safer than that motor inn. I think all of us and our guns can handle a couple of punks with bows and arrows. What we Die werden need auch to mehr do als is Pfeil find a und way to Bogen get our haben. whole group out here to stay. Take this place over if we have to. Whoa, Okay. cool your jets there, Rambo. These are nice people. Let's not do anything to get us thrown out before we eat. I'm Da gonna muss head ich out and help dem Dave sogar mal deal with recht these geben, bandits. aber You nicht guys wegen should nette try to Leid, make sondern friends wegen with dem Eddie and Essen. Brenda while I'm gone. Well, that's easy. I got charm coming out of my ass. Yeah. Oh ja. That's real charming, Dad. Where's Ben and Carly? Since Carly and Ben ate some of the food on the way to get us, she volunteered to stay behind and watch the motor inn until we get back. Okay. Ah, nicht das Dümmste. Hey, I remember seeing kids in your group, so I went ahead and fixed that swing while you were out. Okay. Kids like swings. Die wollte ich doch eigentlich reparieren. I love swings, just like at my treehouse. Come on, Doc. Why don't you kids go and play on the swing, huh? Yeah. Thanks. Anytime. Ja gut, wenigstens We're hätten looking die noch out for was. you. Hui, das war doch schon eine ganz ereignisreiche Episode, ich muss sagen, ihr liebe Leute. Wir haben viel gelernt über den Zaun, wir haben viel gelernt über die Walker, die anscheinend den Zaun auch locker umreißen könnten, wenn so viele wären. Und wir haben gelernt, dass es hier nicht allzu sicher ist, wie gedacht. Ich bin auch froh, dass ich in der Episode ein bisschen mehr habe kommentieren können als sonst. In den letzten 2 Episoden kam das leider etwas zu kurz, weil so viel passiert ist und so viel gebabbelt wurde. Aber das habe ich ja schon ganz am Anfang von dem Let's Play gesagt, dass ich teilweise wirklich keine Chance habe, weil sich die Ereignisse überschlagen. Und verpassen auf jeden Fall auch nicht die nächste Episode von The Walking Dead auf Pelzig, weil dann beginnt die Weihnachtswoche. Und ich freue mich schon tierisch darauf, das für euch im Weihnachtsstil zu kommentieren. Und ich hoffe, ihr habt dabei Eiern Spaß. Also machen's gut, ihr liebe Leute. Und wir sehen uns in der nächsten Episode von Let's Play The Walking Dead auf Pelzig. Machen's gut, bis dahin. Eiern Yankee.